Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir sind kurz davor, den Lua wieder zu beschwören, mit dem lieben Bosandi. Der Schildkröten-Lua, der irgendwie umgebracht worden ist von den Bluttrollen. Und ich hätte jetzt gesagt, bitte Bosandi, ihn wieder zu beschwören. Let's go, also es ist einfach eine Quest. Bosandi sind bereit für eure Beschwörung von Torghast, guys. Let's go. Also es ist ausgenommen, wir einen tötet, der andere hat einen tötet, die Bluttrollen einen tötet und der einzige, der noch lebt, ist eigentlich der Bosandi bis jetzt. Mehr wissen wir noch nicht Bescheid. Komm. Ah, ich muss da voll mit in der Magie drin sein. Torghast, Sali! Prinzessin Talanji, die Blutrolle, ermächtigen Djungo mit meinen Überresten. Vernichtet die Lager bei meiner Leiche, um Djungo zu schwächen. Also der uns letztes Mal so voll in Gefangenschaft genommen hat, der benutzt irgendwie die Überreste vom Djungo, vom Torghast, von dem Loa, um ihn irgendwie beschwören, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe. Und wir müssen jetzt das Lager eigentlich auslöschen von denen. Zerstört 8 Einheiten verderbtes Loa-Blut mit der Schriftrolle der Läuterung und beschafft die Schriftrolle der Hand des Schicksals. Annehmen! Let's go! Dann machen wir doch das mal ganz kurz. So, ich habe mir zuerst überlegt, ob wir ein Dungeon machen, aber es ist gerade so spannend in dieser Geschichte, ne? Wir könnten uns mal anmelden, aber 13 Minuten Wartezeit, immer. Dann machen wir wirklich in der nächsten Folge, gibt es ein Dungeon aus, das ist immer noch spannend in der Questreihe, ne? Dann werden wir jetzt mal schauen, dass wir da die fangen ausrotten, so wie ich das richtig verstanden habe. Plus noch das Bonusziel. So. Genau, die müssen wir zerstören, das verstehe ich schon richtig. Und Schriftrolle Hand des Schicksals beschafft, müssen wir den noch machen. Die wird sich irgendwo da vorne befinden. Die müssen wir ja nicht unbedingt töten. Also dann befreien wir lieber die ganze Zeit so ein paar Schildkrötchen. Das gibt uns nämlich immer 7% pro Schildkröte. Das ist natürlich auch ziemlich nice. Ja, gutes Tägli. Ja, komm. Ja, ich wollte es gerade sagen, du musst weggehen. Ich muss da mein Zeug erledigen. So, bei dem kommen wir unsere Schriftrollen über, oder wie sehe ich das? Nein. Wo kommen wir denn unsere Schriftrollen über? Da oben dran. Da. Schauen wir mal schnell. Komm, aber die töten wir da noch. Dann können wir gerade noch schnell Prozent aufjassen. Es wäre ja noch cool, wenn wir das auch gerade noch gleichzeitig schaffen. Also die zu befreien bringt mehr Prozent als die zu töten. Das ist schon mal gut zu wissen. Hey, da haben wir den anderen Jäger wieder. Sali! So. Läuterung. Dann haben wir da wieder eins zum Läutern. Da haben wir wieder einen zum Befreien. Okay. Es läuft ja wie am Schnürchen. So. Und ich würde jetzt mal sagen, einfach zum unsere Prozent rauf tun. Und sie sowieso gerade beide geschwächt sind. Töten wir jetzt gerade noch schnell die Blutkrux noch. Töten wir doch gerade noch schnell die Blutkrux. Jawohl. Da geht nämlich auch eine Prozentzahl auf, weil vielleicht schaffen wir die Quest auch gerade noch nebenbei machen. Während wir da alles am Einnehmen sind. Komm, den befreien wir noch. Der Army. Der Army. So. Schon erledigt. Nice. Den haben wir auch befreit. Jetzt sind wir bei 54%. Uns fehlen ja sowieso dann noch eine Kugel. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal die Schriftrolle suchen. Und dann hoffe ich eigentlich... Genau, schau, da haben wir noch mal einen. Dann hoffe ich eigentlich, dass wir nachher da noch ein bisschen weiter questen müssen. Was ist da? Das ist der Jungo. Nicht Jugo. Oh mein Gott. Sorry. Oh mein Gott. Das ist gerade scheiße gewesen. So. Jungo, nicht Jugo. Oh, Jesus Maria. Jesus Maria, ich und nehmen.
Aber irgendwo da müssten wir noch... Ah, da liegt sie! Schriftrolle! So, jetzt hätten wir eben da noch ein Bonusziel. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt zuerst mal zurück schauen, was die von uns wollen. Ah nein, für das müssen wir dann führen reiten. He? Für das müssten wir dann da führen gehen. Komm, dann löschen wir auf dem Weg einfach schnell alles noch aus, was uns im Weg kommt. Ich glaube, das ist schon mal etwas sehr Gutes, weil so können wir wenigstens noch unser Bonusziel über. Komm, die holen wir uns auch gerade mal noch schnell. Einfach schauen, dass unsere Drachenvölker ein bisschen überleben. So, die nehmen wir auch gerade mal noch. Jetzt schauen wir, dass wir das Bonusziel da auch noch schnell erreichen. Es gibt Gold, es gibt gute Erfahrung, 12'000. Oh gut, wir brauchen jetzt über 120'000 schon. Dann ist 12'000 auch schon fast nichts mehr. Komm, die looten wir schnell alle. Dann nehmen wir da noch ein Löli. Dann haben wir doch da noch ein Löli, das wir ausrotten wollen. Komm, wupp, bumm. Okay. Erledigt. Nice. Können wir den mal noch schnell aus dem Weg räumen da? Können wir das ja wirklich schön auf dem Weg noch schnell so viel Prozent wie möglich einsammeln. So, den haben wir gerettet. 83% haben wir schon voll. Komm, den holen wir auch noch schnell. So, ich muss einfach meine Drachenvölker die ganze Zeit heilen, weil die leiden schon ziemlich drunter. So, sind die da? 89%, noch 10%, dann haben wir das nämlich auch schon einwandfrei gut erledigt. Ziemlich nice. So, 92%, komm. Die restlichen schaffen wir auch noch. Wenn wir gerade da hinten das Lager da auslöschen, komm. Ich glaube, dann sollten wir nämlich die 100% gerade zusammenbekommen. Also wirklich, seit wir die Fähigkeit haben, habe ich das Gefühl, wir machen guten Damage. Da mit dem Stachelpfeil und Bodenrahmen. So, erledigt. Nice. 100% erreicht. Jihi. Yippie. So. Hey, noch 3 Level, dann gehen wir in die Schattenlande. Ich freue mich so sehr. Ich freue mich schon so sehr. Jetzt haben wir das Bonusziel noch erreicht. Jetzt müssen wir da einmal ganz kurz schnell durchhüpseln. Und dann müssen wir schauen, dass wir den Yungon können, aufhalten können. Und dann schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Die Blutküste! Sali Talanya! Krisha! Da ist für deine Rolle! Verwendet die Schriftrolle der Hand des Schicksals, um die Hand des Schicksals zu beschwören, um 50 Untote der Blutküste zu vernichten! Boah, neue geile Finger! Das sage ich doch nicht nein! Let's go! Und wie muss ich das einsetzen? Wir beeilen uns lieber und schauen, da was ist die sie. Blutrolle da vorne noch so treibt. Dann setzen wir die mal ein und dann schauen wir mal nach, was wir da... Vielleicht gelingt es uns ja doch, den Ja. Vorboten von Gaul Hand des zu Schicksals, was ist das? Das könnte die beste Geschichte werden, die je ein Tortulaner WTF? erlebt hat. Wie ein Super Smash Bros. Wir sind einfach eine allmächtige Hand. Gegen den Avatar eines Ungeheuers. Oh mein Gott! Wir sind die mächtige Hand von Smash Bros. Oh mein Gott! So genial! Wirklich so genial! Boom! Oh mein Gott, das ist jetzt wirklich... Mit dem heilen wir uns wahrscheinlich. Euer Blut für Gahun! Kabusch! So verprügeln wir ihn einfach. Okay. Und das ist schon der letzte. Wirklich schade. Also da mit dieser Hand hätte ich jetzt gerne noch ein bisschen länger Untote verdrescht, ehrlich gesagt. Ah Mann, schade, schade, schade. Wenigstens sind wir mal Tank von Super Smash Bros. Der Endgegner. So, Quiz beenden. Und schon wieder 3. Okay, annehmen. Fleisch von Torga geborgen. 6. Tötet 4 Blutschädelbestien. Kennt ihr eine gute Geschichte? Und platziert 4 Weihe-Totems in der Gegend. Let's go. Let's go. Kommt! Wir müssen uns vorbereiten, um den Vorboten des Blutgotts zu vernichten. Vorbote des Blutgotts. Aber das ist... Ah, ein Vorboten ist der Yungo sogar. Nicht so ein... Okay. Ich wollte zuerst mal schauen, was wir das setzen. Das würde sich eigentlich beides mega gut lohnen.
Der eine würde mir sogar mehr Stats bringen. 2 kritisch, 2 Tempo mehr. Also wenn wir Band der freundlicher Gabe wegnehmen. Muss ich mir das einfach merken. Band der freundlichen... Welches ist der? Band der... Was steht da, hä? Let's go! Nice! Das machen wir ziemlich gut. Mehr Schaden. Und dann schauen wir, dass wir da mal alles einsammeln, was die da benötigen. So. Die müssen wir zerstören. Die müssen wir zerstören. Von denen müssen wir 4. Von den anderen müssen wir 6. Da haben wir etwas zum Fuden. Osandis Tränen. Das machen wir doch. Alles klar. Ich glaube, ich habe alle Quests verstanden. Das ist schon ziemlich gut. Es geht eigentlich wirklich wieder darum, alles ausmerzen und machen und tun, was uns im Weg kommt. Auch von diesen grossen müssen wir da noch 4 töten. Dann machen wir doch das ganz kurz. So. So, eine von 4. Dann nehmen wir den da gerade noch. Und dann haben wir 2 Totems, dann können wir die gerade mal noch schnell ausstellen. Hoppla, Schorsch, da bin ich wieder. Jetzt gibt es Bar ins Viertel. Jetzt gibt es Bar aufs Viertel, und zwar für jeden von euch. Und zwar einfach, weil ihr Habascher sind, ganz ehrlich. Da blutmässig da Leute opfern und machen und tun, das ist doch einfach unter allerem Niveau von einem Troll. Also, ehrlich jetzt? Nein, also ehrlich. So. Du bist der nächste Hobbit, den wir töten. So, jetzt fehlt nicht mehr viel und bumm. Also der Schuss ist mega genial mit unter 20%. Der macht auch so einen Hammer-Schaden. Der macht jetzt wirklich so einen Hammer-Schaden. So, von denen. Und von den anderen müssen wir dann noch 4 töten. Okay. Okay. Ist ja keine Sache für uns. Nice. Dann lassen wir die jetzt noch als letzte nehmen und nachher räumen wir da hinten schon alle weg. Dann sollten wir eigentlich die Quest schon komplett erledigt haben. Schneller als erwartet. Viel schneller als erwartet. So. Stirb, du Kanüle. Let's go. Eure Knochen werden uns gut dienen. So, die hat noch den Agro auf mir. Dann wir die schon zuerst da. So. Drachenfalken muss ich einfach immer jetzt wirklich mehr im Auge halten, dass die ja überleben. Dann bin ich nämlich auch froh drum. So. Eine Nebenquest. Haben wir das gerade gesehen, den Gegenstand? Hä? Einfach ein neuer Bogen, so. Ja, aber bringt das etwas? Wir verlieren halt sehr viel kritische Trefferwerte für mehr Tempo. Wir überlegen uns das jetzt mal noch ganz kurz. So, wir müssen eh noch mehr von denen töten, weil sonst brauche ich nämlich von denen das Material und muss sie nicht töten. Wir brauchen Fleisch von denen. Ich habe kein Ziel. Und wie es aussieht, kommt man das nicht von allen über. Dann mischen wir uns da rein, weil da haben wir ja ein paar Dinosaurier, die da ein bisschen Ärger machen. Können wir dann die eigentlich so gut wie möglich unterstützen. Ich brauche ein Ziel. So, Drachenfalken an, und aufheilen die armen Seppel. Nicht, dass die mir da wieder sterben. So, und die dann noch. Ja, wir müssen jetzt wirklich schnell ein bisschen Gas geben da. Ich bin da voll in den Kampf reingeraten. Muss man wirklich schauen, dass jetzt der Agro nicht mehr auf uns ist, das sind wir nämlich wirklich tierisch am Viertel. Gut, der haut ab, nice. Drachenfalken nicht vergessen aufheilen. Und jetzt haben wir da hinten noch einen. Das haben wir gut gerettet. Da haben wir uns aber gut gerettet. Also von all denen haben wir nur das bekommen. Ich würde jetzt mal ganz kurz sagen, ich esse da mal schnell einen kleinen Happen.
Hallo? Ich bin gar nicht in den Kampf verwickelt, wo? Laufen wir einfach mal schnell weg, weil irgendwie spinnt das da. Dass wir in einem Kampf verwickelt sind, der gar nicht so ist. Wir haben nur noch 50 Leben. Ich würde eigentlich gerne mal schnell... Hallo? Ihr seid in einen Kampf verwickelt. Ich bin doch gar nicht... Schau das mal an. Ich bin doch gar nicht am Kämpfen. Hä? Soll ich mich jetzt wirklich getrauen, mit 50 Leben schnell da hin? Komm, jetzt gehen wir schnell da hin looten. Gut, wir haben das Torgafleisch zusammen. Wir haben das Torgafleisch zusammen, aber ich habe nur noch 50 Leben und würde eigentlich mich ganz kurz schnell heilen wollen. Was lässt es nicht zu? Lässt es einfach nicht zu. Ah, ich kann nicht mal aus Reittier. Wir müssen eh in die Richtung. Komm, dann gehen wir in die Richtung. Und versuchen wir mal mit unseren 50... Mit unseren 50 Leben überleben. Was ist das für ein Fail? Oh Mann. Oh Mann. Jetzt geht's. Nice. Oh. Hey, ich habe mir jetzt wirklich angefangen Sorgen gemacht. Ich wollte nicht mehr sterben. Hallo? Och, Jägeli. Och, Jägeli. So, jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen mehr Leben. Hey. Schon etwas kleines Food da. Soll ich den Bogen anziehen? Was haben wir denn da überhaupt für Stats momentan? Kritischer Trefferwert haben wir halt schon 24%, aber ich würde das gerne auf dem behalten. Tempo würden wir dann halt noch einen rechten Schub bekommen. Ah, der ist nicht gebunden, dann könnten wir sogar ins Auktionshaus rühren. Machen wir lieber das. Warten wir lieber auf nochmal einen viel besseren. Wirklich einen viel besseren. Weil 0,2 Schaden mehr ist schon ein bisschen mehr, aber nicht genug. Nicht genug für mich, nicht genug. Darum, Ah, da sind wir schon wieder da. Wir sind jetzt einmal drum gelaufen. Ah, okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Quiz beenden. Quiz beenden und... Quiz beenden. Dann hat Prinzessin Talia schon wieder das nächste für uns. Die Sandalari müssen sich Besiegt Jungo, Herold von Gohun. mögen die Loa über. Let's go. Besiegen wir ihn schnell. Bis dann ist uns das Leben aufholen. Der ist, glaube ich, immer noch da hinten in dem Fall, wo wir im letzten Mal waren. Genau in dieser Höhle drinnen. Dann erledigen wir ihn. Für Tauga! Let's go. Wir töten ihn. Wir haben uns ausgerechnet ziemlich geschwächt, dadurch, dass wir das Lager ausgelöscht haben mit Überresten vom lieben Tango. Oder wie der genau der geheißen hat. Warum? Let's go. 22.000 Leben. Er ist immer noch immun. Zwecklos. Ich bin unbesiegbar. Ja, das haben wir schon von 100 anderen auch Ihr gehört. seid zu selbstsicher. Das wird euer Ende sein. Ah, jetzt Eure löst sie Macht dann kann von euch da nicht alles schützen. auf. Ich hatte eigentlich gedacht, ich würde etwas anderes machen. Zwecklos. Jetzt! Nein. Unbesiegbar bist du, wie es aussieht, doch nicht, hä? Ja, 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 mein Junge. Jetzt für Torga! Genau, Torga hat er geheißen. Für Torga! Kann ich ihn... Er soll nicht mich angreifen. Wenn er mich angreift, sterben wir eh. Hallo. Soll lieber auf meine Drachen falken? Nein, der will mich ins Visier nicht. Wieso wollen sie so böse immer mich ins Visier nehmen? Wieso wollen sie so böse immer mich ins Visier nehmen? Das ist voll assi. Das hört jetzt auf! Nice. Haben wir es geschafft? Mein Volk wird nicht weiter in Angst vor euch und euren Blutrollen leben. Haben wir dann etwas zum Fuden? Wir haben, glaube ich, gar nicht mehr richtig zum Fuden, hä? Champion Warte. und ich komm euch holen. Da. Und dann reißen wir euch in Aber wir können Stücke. gerade nicht. Sie ist gerade in Stücken am Reissen, soweit ich verstanden habe. So, erledigt. Wieder zurückreiten. Oh, unglaublich. Wir haben es wirklich geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Juhu. Eine Pause käme mir jetzt recht. Pausen sind für Anfänger. Wir zum Schrein Wir machen doch direkt weiter, wo wir stehen geblieben sind. Let's go. Let's go. So, dann gehen wir da mal schon mal wieder zurück. Dann haben wir da mal schon, wie es aussieht, da den grössten Teil erledigt.
Dem fehlt, glaube ich, sogar nur noch ein Loa, weil ich gehe jetzt davon aus, dass wir den Loa jetzt abgeschlossen haben. Jetzt fehlt, glaube ich, wirklich nur noch ein Loa, und zwar der Froschloa. Und dann haben wir, glaube ich, langsam alles erledigt. Für immer. So, Quizbände! Sonst haben die eure Feinde. Wir können uns ja... Verwendet die Lastschrift-Schriftrolle der ewigen Rückkehr, um Torgas Geist Frieden zu schenken. Ich höre ja schon zu. Okay, okay, machen wir. Schriftrolle der ewigen Rückkehr. Auf Wiedersehen, Torga. Ich werde eure Geschichten nie vergessen und sie weitergeben. Ach, was und denn? Ich werde unsere... Quest beenden. Gewinnt Tortolaner für eure Sachen, wenn ihr zum Trümpfsumpf reist. Okay, wir müssen sie für unsere Sache Tortaler rekrutieren. Sonst haben wir das in dem Fall doch noch nicht abgeschlossen. Und jetzt müssen wir die Tortalaner rekrutieren. Okay. Schlaue alte Schildkröte. Ein paar von den Schildkrötchen rekrutieren. Das sollten wir anbekommen. Wollte wiedergeboren werden. So, essen müssen wir nicht mehr. Nein. Okay, dann gewinnen wir ein paar für uns von diesen Tortolaner. Das klingt ähnlich wie Tortolini, anstatt wie ein Volk. Wahrscheinlich ist der das gerade programmiert hat, in dem Moment so am Tortellini essen und sich denkt, Tortolaner, das klingt doch gut. So, wir erzählen ihm das. Ah, dann müssen wir an 3 verschiedenen Positionen einfach die für unsere Sache gewinnen. Let's go. Let's go. Noch 3 Level. Das schaffen wir. So. Ich habe nichts zu tun. Wir haben alles unsere Talent. Wir haben den Beutel alles verkauft. Wir müssen jetzt wirklich nur noch die Schildkröten überzeugen, sich unserer Sache anzuschliessen und dem Löli-Krokodil da schnell eins auf den Deckel hauen, weil das ist ja unter allerem Niveau, dass der mich da vom Reittier holt. Also. Böse. Du bist böse. So. Irgendwo da sollte der nächste sein gerade. Irgendwo da sollte gerade der nächste sein. Jawohl, da hinter dem Steil, schön versteckt. So. Rekrutieren, weiter geht's. Aber wir gehen da wirklich gerade auch in ein neues Gebiet rein. Das ist gut gemacht. Das ist wirklich gut gemacht. Dass wir direkt in ein neues Gebiet gelotst werden. Und wahrscheinlich müssen wir dann dort mal noch den Frosch kennenlernen, den letzten Loa. Hallo? Habt ihr was Antikes zum So. Tauschen? Und dann hätten wir das Kistchen, aber es ist mir gerade ein bisschen zu weit weg. Da finden wir sicher auf dem Weg mal noch eins. So, jetzt reisen wir da hinten in die Klingenschlundfluss. Wieder an einen komplett neuen Ort, also da hinten. Jetzt sind wir da alles am Durchquesten gewesen. Da hat es noch irgendetwas, das kennen wir aber noch nicht. Aber wir lassen uns einfach mal von den Quests leiten. Das ist Torgas Schicksal. Was gibt's Neues? Hoi, Talania! Mann. Da bist du ja schon wieder. Untersuch die Störung. Und nochmal 3 Quests. Hallo. Untersuch die Froschmarken. Ja, jetzt geht's wirklich, jetzt geht's um den Frosch. Jetzt geht's um den Frosch. Okay. Es geht jetzt um den nächsten Loa. Let's go. Dann nehmen wir da zuerst mal alle gemütlich unsere Quests an. Jagt jemand, nehmt ihr den Kopf. Im vollen Spieleranzahl 3. Ah ja, wir sind das dritte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aber dann haben wir auch mal eine Quest da hinten irgendwo. Genau da. Ah nein, das ist einfach ein Flugplatz. Okay. Also wir hätten da sogar noch einen Flugplatz dann. Nice. So. Wenn wir im Fall gerade schon mal mit der anfangen. Da. Störung untersuchen. Okay. Und da hat es noch Störung, die wir untersuchen müssen. Der Klingenschlumpfluss. Also ich glaube, wir gehen jetzt wirklich richtig Frost im Fall. Hier drüben. Hier ist einer verletzt. Okay. Hallo. Bis Bände. Vorsichtig. Tiefe Wunden. Ja, das sieht gut aus. Das nehmen wir das Handgelenk. Später. Für Kriegsmorbaten getötet, müssen wir einfach erledigt. Sammelt Kragwan gestohlen Götzen im Blutlager in der Froschmarsche. Okay, also alles wieder weiter in die Richtung. Die brauchen wir alle nicht, aber wir müssen dort hin. Nicht fair! Und ein Kistchen wäre in der Nähe. Nicht fair! Aber wisst ihr was? Wie das Ganze weitergeht mit dem lieben Frosch, das schauen wir uns doch an in der nächsten Folge. Wenn es wieder heisst, Runde World of Warcraft mit euch im Schweizer. Danke mal fürs Einschalten, wenn es euch gefallen hat. Daumen nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Und sonst einfach einen lieben Kommentar, wenn ihr Hinweise oder Tipps habt, wie wir da am besten vorgehen. Danke vielmals und ciao!